Hallo Leute, dieses Folge ist über die Wörter für Familie oder Beziehungen. Los geht's! Der Onkel bedeutet Bruder der Eltern, auf Englisch Enkel မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဦးလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Zum Beispiel mein Onkel wohnt in München. Die Tante bedeutet Schwester der Eltern, auf Englisch ist Aunt. မြန်မာလိုဆိုရင်တော့အတော်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Zum Beispiel meine Tante ist meine beste Freundin. Der Neffe bedeutet Sohn von Bruder oder Schwester. Auf Englisch ist Nephew. မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တူကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Zum Beispiel mein Neffe ist erst 5 Jahre alt. Die Nichte bedeutet Tochter von Bruder oder Schwester. Auf Englisch ist niece. မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တူမကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Zum Beispiel meine Nichte Malken. Der Cousin bedeutet Kind von Onkel oder Tante. Auf Englisch ist May Cousin. မြန်မာလိုဆိုရင်တော့တဝင်းကွဲအကိုတွေမောင်တွေညီတွေကိုပြောတာပါ။ Zum Beispiel mein Cousin besucht die Uni. Die Cousine bedeutet Kind von Onkel oder Tante. Auf Englisch ist Female Cousin. မြန်မာလိုဆိုရင်တော့တဝင်းကွဲအမညီမတွေကိုပြောတာပါ။ Zum Beispiel meine Cousine und ich sind gleich alt. Der Enkel oder die Enkelin bedeutet Kinder von eigenen Kindern. Auf Englisch ist Grandson oder Granddaughter. မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မြေးတွေကိုခေါ်တာပါ။ Der Enkel ကတော့မြေးယောက်ျားလေးပေါ့နော်။ Die Enkelin ကတော့မြေးမိန်းကလေးကိုခေါ်တာပါ။ Zum Beispiel meine Oma hat 3 Enkelkinder. Die Verbände bedeutet Person auf derselben Familie. Auf English is relative. မြန်မာလိုဆိုရင်တော့အမျိုးအဆွေတွေကိုပြောတာပါ။ Zum Beispiel viele meiner Verwandten wohnen im Ausland. Verwandt sein mit bedeutet Familienbeziehung haben. Auf Englisch ist to be related to. မြန်မာလိုဆိုရင်တော့အမျိုးတော်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ Zum Beispiel wir sind nicht miteinander verwandt. Die Verwandtschaft bedeutet gesamte Familie. Auf Englisch ist family members. မြန်မာလိုဆိုရင်တော့မိသားစုဝင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ Zum Beispiel die ganze Verwandtschaft kommt zu Weihnachten. Der Angehörige oder die Angehörige bedeutet Mitglied einer Familie oder Gruppe. Auf Englisch ist family member or relative. မြန်မာလိုဆိုရင်တော့မိသားစုဝင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆွေမျိုးတွေကိုခေါ်တာပါ။ Zum Beispiel
Patienten dürfen ihre Angehörigen besuchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Ende. Bis bald.